willkommen im Paschen Literatursalon. Herzlich willkommen, Iris Hanecker. Iris Hanecker, ja, die lädt ein zum Tanzen auf Beton, so zumindest lautet der Titel ihres neuen Romans. Der dritte Roman der Schriftstellerin, Journalistin, Sachbuchautorin. Mit ihrem Debütroman Treffen sich zwei kam Iris Hanecker 2008 gleich auf die Shortlist zum Deutschen Buchpreis. 2 Jahre später schon erschien der Roman Das Eigentliche. Für den Kollegen Dennis Scheck war der Roman des Jahres 2010. Er wurde auch ausgezeichnet mit dem Literaturpreis der Europäischen Union und mit dem Preis der Literatur Nord. Und mit ihrem neuesten Roman Tanzen auf Beton war Iris Hanecker auch nominiert für die Shortlist des Wiener Literaturpreises 2012. Ja, und es steht natürlich auch. Ja. Iris Hanecker. Ja. Als ich Ihr Buch gelesen hatte, da habe ich mir hinterher Stichpunkte notiert, worüber wir so sprechen könnten. Da steht dann Liebe, Sex, Musik, Psychoanalyse, Jugendalter, Reisen. Wenn wir das jetzt alles durchsprechen wollten, säßen wir, glaube ich, heute Nacht noch da. Die Messe ist schon abgebaut. Ganz am Ende meiner Liste steht dann noch Form, Roman, Fragezeichen. Also, weiterer Bericht von der unendlichen Analyse, heißt es im Untertitel von Tanzen auf Beton. Was haben wir uns darüber vorzustellen? Ja, was da steht, eben einen weiteren Bericht von der unendlichen Analyse. Das bezieht sich darauf, dass ich Jahr 2006, glaube ich, ein Buch veröffentlicht habe, zusammen mit einer Analytikerin. Das heißt, die Wette auf das Unbewusste oder was sie schon immer über Psychoanalyse wissen wollten. In dem Buch wollten wir den Leuten die Angst nehmen vor der Analyse. Also das war ein Buch für Leute, die sich überlegen, ob sie eine Analyse machen wollen oder die Freunde oder Verwandte haben, die eine machen. Und das ist den Leuten in der Regel sehr unheimlich. Deswegen wollten wir erklären, was das eigentlich ist. Es ist kein Sachbuch in dem Sinne. Die Analytikerin Edith Seifert hat erklärt, worauf die Analyse beruht. Und ich habe am Ende dieses Buches gibt es einen Text von mir, der heißt Nach der Analyse, in dem ich berichtet habe, wie sich Fehlkonstruktionen, die einen unglücklich machen und eigentlich lebensunfähig, wie die sich auflösen und wie die sich auflösen, genau. Und wie man Strukturen erkennt, die einen daran hindern, ein normales Leben zu führen. Das ist ja auch so ein bisschen das Thema jetzt von Tanzen auf der Beton her. Es gibt auch noch eine andere Zuschreibung, Roman von der unendlichen Analyse, der Lebensroman, zugleich Essaybericht, Feuilleton, Chronik, so haben Sie es auf Ihrer Webseite zusammengefasst. Vielleicht geben wir dem Publikum eine Vorstellung, also da gibt es 5 Kapitel, die Kapitelüberschriften lauten die Ausgangslage, blöd vor Glück, dann heiteres Zwischenspiel, dann die Entwirrung des Knotens, dann Hilfsmittel, Rückreise. Also da kann man schon so ein bisschen erkennen, es sind verschiedene Formen, sagen wir es mal so, die da gewählt werden, um zu berichten von dieser unendlichen Analyse und von einem Glück oder einem Unglück zu berichten. Ja, die ersten 3 klingen da so ein bisschen nach Akteinteilung in einem Drama, die letzteren mehr so nach Tagebuch. Woraus wollen Sie jetzt vorlesen? Ich wollte jetzt den Anfang des Buches vorlesen, also aus dem Kapitel Die Ausgangslage Glück vor Glück. Okay. Ich lese Ihnen auch tatsächlich den Anfang und dann springe ich und sage aber, was in der Zwischenzeit passiert. Also wie Frau Bert-Ströber schon sagte, es ist sehr heterogenes Buch, es gibt sehr viele verschiedene Formen. Es ist nicht durcherzählt und das merken Sie jetzt wahrscheinlich schon gleich. Also der Anfang. Besonders deutlich zeigte sich das Glück an einem Klamottengrabbeltisch bei Peking Kloppenburg, an dem ich alle Pullover, die darauf lagen, einzeln anfasste und bei jedem einzelnen sagte, das kaufe ich nicht, das kaufe ich nicht, das kaufe ich nicht. Das war ein Moment reinen Glücks. Ich hatte vorher schon etwas gekauft, wofür ich am Ende nur halb so viel bezahlen musste wie erwartet, denn ich konnte meine Miles and More Punkte einlösen. Das freut mich doppelt. Zum einen freute mich die Ersparnis, zum anderen freute es mich, diese Meilenpunkte, von denen ich mich schon länger fragte, wozu sie eigentlich gut sein sollen, endlich einmal verwertet zu haben. Mit dieser doppelten Freude war ich dabei, das Kaufhaus zu verlassen und konnte alle anderen Käufe ablehnen und das auf im Wortsinn fassliche Weise. Ich war wie im Rausch, als ich in einem Fort wiederholte, das kaufe ich nicht, das
kaufe ich nicht. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Denn es kommt einmal ein Wolfgang, doch geht er bald wieder weg, um Platz zu schaffen für einen anderen Paul, der da kommt und der auch wieder weggeht. Doch kommt darauf der erste Thomas zurück und geht wieder weg. Und kommt wieder zurück und ist zurückgekehrt, um zu bleiben und bleibt dann da, denn er ist ja der Michael und es kann der Klaus nur einer sein, nur einer. Und so ist die erste Susanne auch die letzte und war diese von Anfang an, war immer diese Eva, die da kommen sollte, auch wenn man das nie für möglich gehalten hätte, und ist die Sibylle to end all Heidemanns. Es reicht eine Bettina vollkommen, es braucht nicht mehr, nur diese einzig eine, allein nur diese, sonst keine. Fly to your Rainer, fly Ryanair. Das Hotel in Shanghai war in einem 18-stöckigen Hochhaus untergebracht. Es lag direkt am Suzhou-Fluss und hinten am Haus konnte man in einem verglasten Aufzug die vielen Stockwerke hinauf und hinunter fahren. Von dort ging der Blick aufs andere Ufer, auf eines der alten Viertel Shanghais, von denen nur wenige noch übrig waren. Die Häuser dort drüben waren in der Regel einstöckig, nur am Ufer stand ein einzelnes, etwas neueres mit 2 Stockwerken. Ich ging über die Brücke zum anderen Ufer des Suzhou-Flusses und sah, dass dieses das Viertel der Textilhändler war. Wenn man in die alten Häuser hineinschaute, sah man in ein Dunkel und zwischen den Häusern führten kleine Gässchen in ein unwägbares fort. Die Hauptstraße, eine etwas breitere Gasse, war von rechts und links mit Kleiderständern zugestellt. Der Weg hindurch war so schmal, dass man nicht zu zweit nebeneinander hätte gehen können. An den Kleiderständern hingen ausnahmslos hässliche Pullover, Jacken und Hosen aus Plastik in breiigen Farben und mit scheußlichen Mustern. Zwischen den Kleiderständern standen die Verkäufer, fast nur Frauen. Ich ging zwischen den vollgehängten Kleiderständern hindurch und näherte mich dem Lärm, der mir erst gar nicht aufgefallen war, der sich irgendwann ins Bewusstsein geschoben hatte und sich nun mit jedem Schritt ein bisschen mehr ins Bewusstsein schob, bis ich nicht mehr ziellos schlenderte, sondern ihm entgegenging, dem Lärm. Ich kam nur langsam voran, es war so eng. Doch war diese Enge nicht bedrohlich, denn im fernen Asien tut einem keiner was. Und Pullover, Jacken, Hosen sind weich, man kann sich nicht stoßen. Sehr lang ging dieser Weg. Mir schien, er wollte gar nicht enden. Und während ich ihn ging, wurde es lauter und immer lauter. Schließlich öffneten sich die Häuser und ich stand auf einem weiten Platz, der auf der gegenüberliegenden Seite von einem sehr großen, zum Abriss schon vorbereiteten Gebäude mit vergitterten Türen begrenzt wurde. Dieser Platz war die Quelle des Lärms. Er war gestopft voll mit Leuten, die brüllten, die alle brüllten. Und der Lärm war so groß, dass er nicht mehr größer werden konnte, denn er wurde nur von Menschen erzeugt. Bei solchem Geräusch aber gibt es einen Punkt, Musiker wissen das, an dem die Lautheit nicht mehr zunehmen kann. Und wenn noch 100 Sänger oder Instrumentalisten mehr auf der Bühne stünden, es wird nicht lauter. Überschreiten kann man diesen Punkt nur mit elektrischer Verstärkung. Alle auf diesem Platz versammelten Personen brüllten gleichzeitig und das war eigenartig schön. Denn in diesem großen Menschengebrüll gab es keine Schmerzensschreie, keine Wut, keinen Streit, nichts entfernt Unangenehmes. Vielmehr war es ein reines Handelsgebrüll, das ein Lebensgebrüll ist, weil es die Entschlossenheit bezeugt, am Leben teilzunehmen, sich nicht unterkriegen zu lassen, weiterzukommen. Die Leute brüllten, um etwas zu verkaufen, wahrscheinlich brüllten auch die Käufer, die um den Preis feilschen. Es brüllten einfach alle. Es war da nichts mehr außer diesem dem Lärm der Menschenmasse auf diesem staubigen Platz. Dieses ungeheure Gebrüll war so groß wie die ganze Welt. So einen Lärm hatte ich noch nie gehört. So einen Lärm, an dem keine Maschinen beteiligt waren und erst recht keine Lautsprecher, der nur von Menschen kam und den sie aus eigener Kraft und ohne jede Anleitung erzeugt haben. So einen Lärm, als hätte die Erde sich geöffnet und das blanke Leben freigelegt. Das blanke Leben, das schwer ist und Kampf und in dem es durchaus darauf ankommt, wer lauter brüllen, wer besser auf sich aufmerksam machen kann, der stärker ist.
Für mich, die ich kein Chinesisch verstehe, war dieser Lärm ganz frei. Er hatte keinerlei Sinn, außer dem, dass es ihn gab. Ich hörte nur den Menschenlärm und er ging mir nicht ins Hirn, sondern in den Bauch. Es war der schlimmste Lärm, den ich mir denken kann. Das akustische Äquivalent zum Eintauchen in die Menge, Versinken in der Masse, Rausch des Mann wird gelebt. Es war auch dasselbe Glück wie das, das man im Konzertsaal erlebt, wenn die großen Sinfonien gespielt werden, also ein Äquivalent zu Beethoven, Bruckner, Mahler, Schostakowitsch und zu manchen Stellen im Wagner-Roman. Im Westen erlebt man das nicht mehr. Im Westen erlebt man das nicht mehr. Im Westen ist die Menge eher still und der Menschenlärm wird fast immer von Maschinenlärm übertönt. Wenn doch einmal viele gleichzeitig brüllen, dann tun sie es unisono, als Zuschauer beim Sport oder bei anderen Massenvergnügungen. Das aber ist ein organisierter Menschenlärm und ein kalkulierter, er ist Teil der Veranstaltung. Nur ein einziges Mal habe ich es anders erlebt. An einem Vormittag im Dezember ging ich an einem kleinen Rummelplatz auf dem Schlossplatz vor dem Palast der Republik vorbei. Es hatte gerade eine Schulklasse ihre Fahrt in der Achterbahn begonnen und in ihrer Angst und Lust schrien die Kinder alle gleichzeitig, als der Zug die erste Schräge hinuntersauste. Von ganz oben nach ganz unten fuhr ein einziger Schrei. Wie nur Kinder schreien, es war mehr ein Kreischen. Das war auch das Leben und kam auch von ganz innen, denn die Kinder waren ja nicht zum Schreien hergekommen, sondern hatten vielmehr gar nicht gewusst, dass sie so würden schreien müssen. Ist es zu nah am Mikrofon oder ist es gut? Ist gut. So, es folgen jetzt im Buch ausführliche Ausführungen zu Led Zeppelin. Und vor allem, also eigentlich zu dem Stück, zu einem von den zwei großen Hits von Led Zeppelin, nämlich Whole Lotta Love, wobei es vor allem um die Textzeile geht, I'm gonna give you every inch of my love. Und ich habe auch den ganzen Text hier im Buch, also das möchte ich wirklich nicht vorlesen, das will ich eher vorspielen, das lasse ich jetzt aus, aber es ist vielleicht wichtig zu wissen, dass dieses Riff, mit dem dieses Stück anfängt, dieses Ba-da-da-da-dam-da-dam-da-dam, dass dieses, also das habe ich dann irgendwie in die Sprache überführt und es ist quasi das Leitmotiv dieser Liebesgeschichte, die weiter hinten geschildert wird, beziehungsweise deren Auflösung geschildert wird, die eben, für die dieses Ba-da-da-da-dam-da-dam-da-dam eine nicht eine ganz gute Beschreibung ist, weil es doch mehr um Inches ging als um Liebe in diesem Sinne. Aber trotzdem wurde es für Liebe gehalten und es folgt nun auch in diesem ersten Kapitel eine Beschreibung des einst Geliebten, die ich jetzt, von der ich jetzt zumindest Anfang lese. 1. Das Glück kam und blieb. Es näherte sich einzig und allein aus der Existenz des seinerzeit Geliebten. Das heißt, nicht aus seiner bloßen Existenz natürlich, sondern daraus, dass er in meinem Leben war, dass er zu meiner Welt gehörte. Ich sah ihn nicht oft, wir hatten ein heimliches Verhältnis. Wir haben dann immer miteinander gevögelt, obwohl wir das eigentlich gar nicht können, also nicht miteinander. Wir haben wenig miteinander geredet, denn das können wir nun wirklich nicht und das war viel klarer als die körperliche Inkompatibilität. Darum beschränkten sich unsere Gespräche auf Informationsaustausch, wobei wir uns an seine Redeform hielten. Ich rede normalerweise ganz anders. Als ich ihm das einmal sagte, sagte er, es sei umgekehrt, wir würden miteinander immer so reden, wie ich rede. Unsere Ausgangssprechweisen lagen so weit voneinander entfernt, dass sie nicht zu verbinden waren. Wir hätten einen Ozean überbrücken müssen. Er erzählte mir viel, ich erzählte ihm wenig. Wenn ich ihm etwas erzählte, dann in extrem kompakter Form. Er hörte mir sowieso nur aus Höflichkeit zu, um die Zeit herumzubringen, bis er seinen Schwanz in mich hineinsteckte. Zum Glück kann ich das sehr gut, Informationen in die kompaktestmögliche Form verpacken. Sonst hätte es mein Glück gar nicht gegeben. Nur darum konnte ich ihm überhaupt etwas erzählen, denn ich dachte immer, ich müsse mich damit beeilen. Länger als 2 Stunden halten wir uns nicht aus. Alle Begegnungen, die länger als 2 Stunden dauerten, waren am Ende fürchterlich. Er lebt in einer ganz anderen Welt als ich. Er hat einen schönen Beruf und geht ganz auf und nieder. Sein Beruf ist, was ihn wirklich glücklich macht. Es ist ein Beruf, in dem er sich an die Vorschriften halten muss.
Mein Beruf ist das Gegenteil. Ich bin dann am besten, wenn ich mich nicht an die Vorschriften halte, sondern sie entweder sachte auslehne oder komplett ignoriere. Ich stehe immer am Rande der Vorschriften. Meine Aufgabe ist nicht, sie zu erfüllen, sondern ihre Grenzen auszuloten und diese gegebenenfalls zu überschreiten. Oder neue Vorschriften zu finden, die aber nur für mich gelten würden und darum keine wären. Dieser Umgang mit den Vorschriften war nicht immer so, aber heute ist er so. Natürlich kann man meinen Beruf auch heute anders ausüben, als ich es tue. Es ist eine seiner Eigenarten, dass jeder seinen eigenen Weg der Berufsausübung finden muss. Und Berufsausübung klingt nun auch falsch. Es klingt, als wäre das so einfach. Richtiger ist, jeder muss seinen eigenen Weg finden, mit diesem Beruf fertig zu werden. Sein zweiter Beruf ist das Schmetterlingssammeln. Er besitzt etwa 100.000 aufgespießte Schmetterlinge, Hekatomben toter Tiere, vor allem Nachtfalter. Zugleich weiß er alles über lebendige Tiere, über alle Tiere, nicht nur Schmetterlinge, und kann auch über jede Region der Welt sofort Auskunft geben, was deren natürliche Beschaffenheit und die dortigen Schmetterlingspopulationen angeht, der überhaupt ein biologisches Weltbild hat und meine Lust stets daran glaubte, feststellen zu können, ob ich Mindelsymptome zeigte oder nicht. Ich dagegen weiß wenig über Biologie und über Schmetterlinge schon gleich gar nichts. What I do know is that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this will be. Vor allem sammle ich nichts. Ich kategorisiere nichts und entwerfe keine Ordnungssysteme. Ich interessiere mich nicht für tote Dinge, sondern studiere lebendige. Ihn zum Beispiel. Als ich Edith erzählte, dass er schon ganz zutraulich geworden sei, sagte sie, ich würde reden wie eine Zoologin. Und das war ich ja auch. Manchmal sah er so wild aus wie direkt aus der Steppe importiert. Dann war er mir ein sehr fremdes und sehr kostbares Tier. Er ist der intelligenteste Mensch, den ich kenne und zugleich der Einzige, der sich weigert, seine Intelligenz auch auf andere Dinge als seine Arbeit, Schmetterlinge, das Aufspüren von Sonderangeboten und das Auswendiglernen der Gegebenheiten der Natur anzuwenden. Ich finde es zum Beispiel wichtig, seine Intelligenz auf die Bedingungen des Umgangs miteinander zu richten. Das tut er aber nicht, ganz und gar nicht. Darum dachte ich manchmal, dass er doch blöd sei, nicht dumm, sondern blöd. Eine Zeit lang hielt ich ihn für sozial schwerstbehindert, dann dachte ich, dass er womöglich eine milde Form von Autismus habe, das Asperger-Syndrom. Denn es macht ihn unruhig, wenn vom Plan abgewichen wird und er hat, wenn es um seinen Beruf oder Schmetterlinge geht, keinen Hauch von Humor. Sonst fallen ihm aber schon oft lustige Sachen ein. Am Ende dachte ich, dass er einfach merkwürdig sei. Das fand ich sehr attraktiv. Er ist ein merkwürdiger Mensch, allein und einzig. Er ist einzig und womöglich auch so einsam, wie er mir immer erschien. Es ist ein Zeichen der Verliebtheit, den geliebten Menschen für einsam zu halten. Das habe ich bei Walter Benjamin gelernt. Weil es in meiner Welt genug Leute gibt, mit denen ich reden kann, fand ich es nicht schlimm, dass ich mit ihm, meinem Geliebten, nicht reden konnte. Das heißt, ich habe nie ernsthaft darüber nachgedacht. Es dauerte über 2 Jahre, bis ich dachte, dass unser Verhältnis wirklich stattfindet, bis ich das Gefühl hatte, dass er sicher zu meinem Leben gehöre. Da war ich dann wirklich glücklich. Und erst ganz am Ende begriff ich, dass dieses Glücksgefühl daher rührte, dass es mich, wenn ich mit ihm zusammen war, gar nicht gab. In seiner Gegenwart existierte ich nicht. 2. Der Einstgeliebte ist 10 Jahre älter als ich, erschien mir aber oft wie ein ganz junger Mann. Er hat etwas Schlachsiges und er zieht sich an wie ein Student. Einmal saß er in seinen Lederhosen und seinem grauen Sweatshirt an meinem Küchentisch und sah aus, als ginge er gleich zu seiner Foucault-Arbeitsgruppe. Seine überlangen Beine standen an der einen Seite des Tisches schräg in den Raum hinein und über dem Tisch ragte sein Oberkörper schräg in die andere Richtung hinaus. Das gefiel mir gut, denn es passte zu dem Sweatshirt, das ich, wie die Lederhosen, ansonsten ziemlich unmöglich fand. Er war jung, als Led Zeppelin gerade besonders berühmt war. Als Whole Lotta Love herauskam, war er 17 Jahre alt und er kam mir vor, wie imprägniert von dieser Zeit, als er 17 Jahre alt war. Every inch of my love.
Ich war noch jünger als 17, als ich Led Zeppelin zum ersten Mal hörte, die zu jener Zeit schon nicht mehr ganz aktuell waren, aber ich lebte ja auf dem Land. Jedenfalls fühlte ich mich immer sehr jung mit dem Eiscreme. Manchmal dachte ich an ihn wie an einen aus der 12. Klasse, den ich aus der 9. Klasse heraus annehmen will. Und weil man denen aus der 12. Klasse so selten begegnet, höchstens auf dem Pausenhof, aber meistens hocken sie im SMV-Zimmer und rauchen, ist es fast zu viel des Glücks, wenn so einer plötzlich in der eigenen Küche sitzt. Und dann auch noch wirklich wegen einem selbst gekommen ist und nicht aus irgendeinem anderen Grund. Und dann da sitzt, als gehöre er dahin. Das sprengt schier die Vorstellungskraft. Deswegen es mich jedes Mal wieder überraschte und in höchste Aufregung versetzte, wenn er tatsächlich zur Tür hereinkam. Er selbst, der alle meine Gedanken trennte, der immer bei mir war, in dem ich lebte, er, mein Liebster. Und als wäre ich in der 9. Klasse, er aber in der 12., fand ich ihn unglaublich toll und konnte überhaupt nicht damit aufhören, ihn toll zu finden, obwohl ich durchaus bemerkte, dass ich gar nichts mit ihm anfangen konnte, wenn wir zusammen waren, außer ihn toll zu finden natürlich. Außer ihn zu lieben, was ich mir halt so unter Liebe vorstellte. Ihr müsstet ihn nur mal mit meinen Augen sehen und so. Auf diese Weise holte ich meine Pubertät nach. Ja, das war eine ziemlich bittere, ziemlich schneidige Beschreibung des einst Geliebten. Auch ein bisschen deprimierend. Also ich existierte nicht, wenn ich mit ihm zusammen war, und eigentlich konnten wir auch miteinander gar nicht schlafen und so weiter und so weiter. Und wenn man sich daran erinnert, an den Roman zum Beispiel Treffen sich zwei, den habe ich also in Erinnerung als wirklich einen zauberhaften, wirklich sehr schrägen Liebesroman. Und jetzt diese Schilderung, da habe ich mir natürlich gedacht beim Lesen, was ist denn da dazwischen passiert, ja? Aber das darf ich ja nicht die Autorin fragen. Nein, 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 privat ist privat, Text ist Text. Legen Sie denn Wert auf diese Unterscheidung? Text ist Text, deswegen, weil es ist so, dass dieses Buch ja in Wirklichkeit kein Roman ist und dass es der Verlag wollte, dass Roman draufsteht, damit es nicht bei den Lebenshilfebüchern in der Buchhandlung steht, sondern da liegt, wo die Leser es finden können, die das vielleicht interessiert. Aber ich finde es inzwischen ganz gut, weil es ist natürlich alles meine Geschichte und es ist auch so in anderen Texten, wenn ich schreibe, dann bin das auch ich. Ich erfinde da nichts und so weiter. Aber es wäre jetzt wirklich sehr schlimm und es wäre auch für Sie sehr unangenehm. Für mich wäre es auch unangenehm, wenn wir jetzt über mich reden würden. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe das und das erlebt, also jetzt jenseits des Textes. Deswegen würde ich sagen, Text ist Text insofern, als der Text ja dafür da ist, dass man etwas, was man erlebt hat, in eine Form bringt, die es quasi abstrahiert und die es dann auch erträglich macht für andere, das zur Kenntnis zu nehmen und es auch für mich möglich macht, anderen davon zu berichten in einer Form. Und deswegen ist durchaus Text und also es wäre ja auch komisch, wenn Sie sagen, ja, warum haben Sie das nicht früher, sondern wenn man dann sagt, ja, diese Frauenfigur, warum hat die denn nicht das und das gemacht? So, also da kann man eben auch quasi abstrakt drüber reden und dafür sind ja auch Bücher da oder Schreiben und ja, und darum geht es letztendlich ja auch. Es geht ja darum, wie Unglück verarbeitet werden kann. Und alles andere würde mich als Leserin zum Voyeur machen und so habe ich nicht gefühlt. Das freut mich, das ist ja auch das Wichtigste. Es geht der Beschreibung eines Einzelnen folgt ja zum Beispiel, und das ist ja dann wieder hoch eigentlich, das Beispiel für das Schönreden, das Beschreiben des Verhältnisses. Also das ist, da erzählen Sie im Grunde genommen alles auch, was eine Frau sich ein Verhältnis schönredet, was eigentlich nicht schön ist. Und indem man das aber so niederschreibt und sozusagen sagen kann, das ist das, wie ich eine schönrede, da kennt man ja auch das Hässliche. Also da steckt viel Analyse drin, viel Distanz. So ein Text kann auch nur entstehen, wenn sowas zu Ende ist. Ja, Sie haben ja gerade schon gesagt, dass sich das etwas deprimierend anhört. Und es ist ja auch so, dass das Ende dieser Geschichte, also ich spreche jetzt mal in der dritten Person, die Figur in diesem Buch in eine wirklich schlimme Depression gestürzt hat. Und dieses Buch handelt eben davon, wie die Mittel, die die Psychoanalyse zur Verfügung stellt,
dabei helfen, es aufzulösen und also zu erkennen, was schiefgelaufen ist und auch zu erkennen, warum man sich auf sowas einlässt, wo man doch merkt, das ist irgendwie nicht richtig und am Ende dann in einer Situation ist, wo man sich vielleicht nicht mehr auf sowas einlassen würde, sondern auf was einem gut tut oder mit dem man eben gut leben kann. Es gibt ja diesen schönen, fast biblischen Satz in Ihrem Buch, alles hat seine Zeit, Zeit zum Begreifen, eine andere zum Berichten. Ja, das ist oder nicht nur zum fast, Beispiel, das ist ganz biblisch. oder eben, dass dann vielleicht in Ihren Worten Unglück aufzuheben ist, ist gut, es in Sprache zu überführen. Und das ist ja der Punkt. Ja. Ist aber dann doch Schreiben Therapie? Nein. Wenn Sie das vergleichen können. Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Also dieses Sprechen in der Analyse ist ja kein literarisches Sprechen. Und Schreiben ist durchaus ein Prozess, also es geht darum, die Sachen in eine Form zu bringen. Und Therapie, würde ich jetzt sagen, ist jetzt, also Therapie ist was anderes. Es ist so, dass ich manchmal aus Notwehr schreibe. Es gibt was unterliegen. Ja, okay. Lass uns aber noch mal bitte stehen, ja? Ich wollte auch nachher noch welche aufschreiben. Mir steht also keine Therapie und ich denke, also es liegt eben auch, dass ich das aufschreibe, liegt eben auch daran, dass es mein Beruf ist. Ja? Wenn es nicht mein Beruf wäre, dann könnte ich natürlich auch etwas aufschreiben, aber ich glaube nicht, dass mir das unbedingt helfen würde. Es wäre so, als würde ich jetzt Bilder malen. Ja? Das würde mir nicht helfen, weil ich nicht malen kann. Andererseits ist es so, dass irgendwie diese Ereignisse halt oder diese Depression irgendwie so lebensbestimmend war, dass ich dachte, es ist doch etwas, von dem ich berichten muss und dass ich eben eine Form bringen muss. Darum ging es mir. Ja. Also ich habe das schon so verstanden, dass es das in Form gebrachte Lebensgeschichte sozusagen ein Teil auch der Bearbeitung ist. Also das ist, ich habe es jedenfalls, glaube ich, schon nicht als Voyeurin gelesen. Und ich habe deswegen dann auch so wirklich tolle Sätze gefunden, wie zum Beispiel, alles, was man tut, um geliebt zu werden, ist umsonst getan. Und dann steht dann ein paar Sätze weiter, indes ist alles, was man aus Liebe tut, wohlgetan und nie umsonst. Und dann dachte ich, ja klar, das ist es, nur lernt man das zu unterscheiden. Ja? Das ist wahrscheinlich genau die Kunst. Und ein Punkt, mit dem, was ich durchziehe in diesem Bericht, ist ja in die Musik, das klang eben schon an, dieser Led Zeppelin-Song, das spielt eine große Rolle, ist ja so ein Mittel, ein Weg raus. Es gibt ja ein Kapitel, das heißt Hilfsmittel, und da kommt das ja auch vor. Oder auch in dem Text, den Sie am Anfang vorgelesen haben, die Lärmerfahrung in Shanghai, wo Sie den Lärm als ein Ausdruck der Freude, als ein Ausdruck der Kraft beschreiben und sogar als ein Äquivalent zu Bruckner, zu Wagner oder Schostakowitsch. Also das Schreien, das Kreischen, aber in Shanghai. Im Westen kann es das nicht sein, abgesehen von den Kindern. Das fand ich interessant. Warum kann im Westen das Kreischen keine Musik sein? Ja, das Kreischen schon, aber irgendwie dieser Lärm, also man hier hören Sie ja auch, das ist ja auch ziemlich laut, aber Sie können sich noch in normaler Lautstärke unterhalten. Aber wenn es so laut ist, dass Sie auch selber schreien müssen, um sich unterhalten zu können, als wie eine Disco quasi, wo das nur für Menschen erzeugt wird. Das ist schon so was Ähnliches, wie wenn 120 Musiker auf der Bühne sitzen und alle gleichzeitig auf irgendwas schrammeln können. Also streichen oder blasen oder sonst wie. Und die Musik spielt irgendwie so eine große Rolle, weil Musik eine Möglichkeit ist, Musik enthebt einen seiner selbst. Also man ist steht ja auch in dem Buch, wenn man Musik hört, dann erkennt man das als etwas Menschengemachtes, man befindet sich eben auch in Strukturen, in etwas, dem Form gegeben wurde. Und zugleich ist es nichts, was man mit Sprache bewältigen könnte. Also man ist dann jenseits der Sprache und es ist ein Zustand, den auch Kleinkinder haben, die noch nicht sprechen können, für die alles dasselbe ist, die eben auch, also zumindest meistens sehr, sehr glücklich werden. Das sind ja heiter. Kleine Kinder sind ja in der Regel heiter. In der Regel. Wenn sie keinen Hunger haben. Aber was die Musik angeht, sind Sie ja auch sehr, sehr weit, sehr offen. Ja. Das ist das Tolle. Der Weg von Led Zeppelin zu Klassik, schreiben Sie, beginnt bei Bruckner. Wie funktioniert das, bitte schön? Ja, bei Bruckner gibt es so Stellen, wo man denkt, der hat jetzt einfach, ist dann, also zittert förmlich, ja, so laut ist es vor allem in, ich glaube, die 9. Nee, nicht die 9.
weiß jetzt gerade nicht die Symphonie, aber es gibt so eine, der Akustik, das ist eine Stelle, die hatte ich lange, oft früher aufgemacht, hatte das im Kopf und habe immer gedacht, das muss ein Metal- oder ein Hardrock-Stück sein. Ich habe mal versucht, es zu finden. Und dann habe ich mal in einem Film was gehört und habe einen Freund gesagt, schau dir das mal an, was ist denn das? Dann dachte ich, das ist von Led Zeppelin, Catch Me. Und dann habe ich mir dieses Stück genau gedacht, ja, das ist so ähnlich, aber es ist es nicht genau, weil da zwischendurch irgendwie noch so was anderes war. Und dann habe ich einen anderen Freund gefragt, was es ist, und der wusste sofort irgendwie die Stelle bei Bruckner. Das ist tatsächlich so, es ist sehr ähnlich, also überwältigend. Und dieses Hardrock-Zeug ist eben auch auf Überwältigung getan. Das ist ja auch ein Teil des Buches. Tanzerkinder Beton ist ja auch, beschreibt ja auch eine Musiksozialisation eigentlich. Da geht es eben vom Punk nach Bayreuth, von Bayreuth zu Heavy Metal. Also das ist natürlich wirklich ein interessanter Sprung, würde ich doch mal sagen, von Bayreuth zu Heavy Metal dann wieder. Das erzeugt auch ein bisschen Klärungsbedarf. Ich glaube, das ist wir erläutern. Ja, also Wagner ist ja jetzt ist ja nur Überwältigungskunst. Also dieses Bayreuth ist ja so gebaut, der hat es ja praktisch gebaut wie ein modernes Kino, wo man also das Orchester nicht sieht, man sieht nur irgendwelche Leute, die agieren, und es ist zwischendurch wirklich unfassbar laut, aber gleichzeitig hat er ja auch, merkt man in Tristan besonders so, also eine Musik, die eben nicht endet. Also der Tristan-Akkord, der löst sich ja nicht an, der ist ja unendlich. Ja? Und das ist wirklich was, das ich kann mir vorstellen, dass man das wahnsinnig wird, wenn man nicht bereit ist, sich den Mut zu geben. Und diese großen Symphoniker, würde ich sagen, das ist einfach Überwältigungskunst, die dafür da ist, dass der Zuhörer nicht mehr bei sich ist. Und so funktioniert eben in unseren Tagen diese sehr laute, wie sagt man dann, Pop, das ist ja kein Pop, aber diese sehr laute U-Musik nennt man sie, aber wo ich das auch. Und ich habe in dem Kapitel Hilfsmittel eine plötzlich erwachte Liebe nicht nur zu Russland, sondern auch zu Heavy Metal geschildert. Und ich fand an diesem Heavy Metal eben toll, also ich würde sagen, es hilft einem gerade, wenn man jetzt wirklich dreckig geht, sich so ein Heavy Metal Zeug anzuhören, weil einfach die Hölle losbricht. Ja? Und während man dann irgendwie von dieser Außenhölle gefangen ist die Hölle innen erstmal weg. Also man hat da nicht Zeit, auch noch drüber nachzudenken, wie schlecht es eigentlich oder wie schlecht zu fühlen, weil man erstmal mit sowas konfrontiert ist. Und deswegen finde ich, das ist ein Hilfsmittel. Ein Hilfsmittel zur Bewältigung des Unglücklichseins. Aber mit dem Heavy Metal, das kommt auch irgendwie nochmal im Zusammenhang mit dem Thema alter Jugend vor. Ja. Der Titel Tanzen auf Beton bezieht sich auf eine Schilderung, also da kommt es vor in Berghain, in der Disco Berghain, diese berühmte, legendäre Berliner Disco. Da heißt ja eigentlich der Satz Tanzen auf Beton zu Musik aus Beton, vollständig. Was ist das, Musik aus Beton? Also ich war, weiß nicht, zuletzt schon länger her, weil ich bei einer Disco war, also ich kann mir das jetzt nicht so vorstellen. Ja, der Berghain ist ja jetzt keine Disco in dem Sinne, sondern es ist ein Betonbau, in dem unfassbar laut Elektromusik gespielt wird. Das ist ja kein Heavy Metal, ich weiß nicht genau, ob das Techno ist, das auch nicht, keine Ahnung, wie das genau heißt. Unfassbar laut, Bässe, die man nicht aushält. Also man ist irgendwie, dieser ganze Raum innen ist etwas, was man eigentlich nicht aushält, gegen das man sich eben nur wehren kann durch Drogen nehmen oder durch Mitmachen. Weggehen. Ja. Also, und das enthebt einen auch seiner selbst. Und sie hat, glaube ich, was anderes gefragt. Ja, ich wollte nur wissen, was das besteht aus Beton. Ich meine eben auch, Beton ist ja irgendwie ein sehr hartes Material, das nicht brennt. Auch darauf könnte ich sagen, bezieht es sich, dass als wir die Häuser besetzt haben, dass es immer in den Parole gab, schade, dass Beton nicht brennt. Er würde aber brüchig, wenn man ihn oft genug dem Feuer aussetzen würde. Und diese Musik, ich meinte auch dieses Imperative, wo man nicht durchkommt. Gehen wir mal von der Musik weg, gehen zur Entwirrung des Knotens, wie auch eigentlich das dritte Kapitel heißt. Das ist ja dann so eine Art Außenansicht auf diese fatale Beziehungsgeschichte mit diesem einst Geliebten. Und da geht es auch um die Frage, inwieweit ja, dass die Erzählerin sich dann so aufgeben konnte, inwieweit es dann doch damit zu tun hat mit so einer gesellschaftlichen Abwertung der Frauen. Also da wäre sie, ja, kann man mal so sagen, feministisch. Da sagen sie, das klingt zwar antiquiert, aber vielleicht ist es doch leider noch aktuell für unsere Generation. Ja, antiquiert klingt dass man aufwächst in so misogynen Verhältnissen, in denen eben Frauen als Hilfswesen des Mannes erzogen werden, in denen also die
die Männer die sind, die irgendwie die tollen Sachen machen und die Frauen, die blöden Arbeiten machen, so im Haushalt und so. Die Männer machen so schicke Sachen und wir kriegen auch Geld dafür und die Frauen nicht. Und wenn man irgendwie in sowas aufwächst, als Mädchen und dann irgendwie sieht, dass der Papa, also der macht irgendwie die Tolle und die Mutter irgendwie das Blöde, die Mutter vielleicht auch selber sich immer noch als blöd bezeichnet und irgendwie so, also eines auch so beibringt, dass irgendwie der Vater das Tolle ist in dieser Familie, dann ist es natürlich sehr schwer, wenn man dann später erwachsen wird und vielleicht jetzt keine Hausfrau werden will, sondern was anderes, das zu tun. Also dann irgendwie ein eigener Mensch zu sein, obwohl man eine Frau ist. Oder eben nicht zu denken, obwohl ich eine Frau bin, bin ich doch ein toller Mensch. Darum ging es. Und ich denke schon, dass es antiquiert ist. Also weil die Frauenbewegung hat ein bisschen was, also ich finde, ein bisschen was doch erreicht. Ja, also es ist zumindest auf die Fahne wird sich das ständig geschrieben, dass irgendwie Frauen gleichberechtigt sein sollen und so weiter. Ich glaube, es gibt aber weiterhin und gerade auch in so Leute, in so Verhältnissen, wo die Leute sich als aufgeklärt empfinden, eben genau das, dass die Männer arbeiten gehen und die Frauen zu Hause bleiben. Nur vielleicht die Männer dann mit schlechtem Gewissen arbeiten gehen und die Frauen denken, es ist irgendwie eigentlich nicht richtig, es läuft irgendwie doch nicht richtig. Ich weiß nicht. Also hier ist es jetzt nicht mehr so, aber ich glaube, wenn man aufgewachsen ist mit so einem Satz, mit so einem Mutterwunsch, den Sie auch zitieren, ich wünsche mir, dass wir einen reichen Mann, der dich auf Händen trägt, das hätte meine Mutter auch sagen können, das sitzt natürlich tief. Und da scheinen auch 40 Jahre Feminismus nichts auszurichten. Ja, und darum geht es ja, dass herausgefunden wird von diesem Buch, dass das eben so tief drin ist, dass man nichts davon wusste, aber es doch einen bestimmt. Ja, und dafür ist eben die Analyse gut, dass man solche Sachen erkennt. Es gibt noch ein anderes Hilfsmittel auf dem Weg zum Glück. Nicht nur Heavy Metal, auch Notizen von der Russlandreise sind rubriziert unter dem Kapitel Hilfsmittel. Ist es Russland, das hilft, oder Russisch lernen oder dort weggehen? Russland. Ich würde sagen, Russland ist irgendwie auch etwas vollkommen Überwältigendes. Also man kann es abstoßend finden, aber es ist gleich, es ist einfach irre. Ich versuche auch, also ich bin jetzt wirklich sehr affiziert von Russland und habe immer Sehnsucht danach, dahin zu fahren. Ich war letztes Jahr 3 Wochen in Moskau bei einem Sprachkurs und habe vorher gesagt, es wird jetzt der Härtetest für die Russophilie. Und am Ende dieser 3 Wochen habe ich gedacht, sie hat ihn nicht bestanden und es reicht jetzt mal mit Russland. Und dann war ich wieder in Berlin und habe mich so eine Woche in meiner schönen Wohnung erholt und dann habe ich auch eigentlich wäre jetzt lieber in Moskau. Es ist so was ganz Eigenartiges und es ist eben groß. Also Schostakowitsch war auch schon vorher einer meiner Lieblingskomponisten oder Nabokov, der auch aus St. Petersburg stammt. Es ist aber irre, was daherkommt. Ich lese jetzt viel russische Literatur und es ist unglaublich, was man alles entdeckt. Es ist wirklich großartig. Also ist es so, Russland ist einfach wegfahren. Ich nehme an, Indien könnte auch sowas sein, was einen vollkommen überwältigt. Also vielleicht könnte das auch funktionieren. Ja, vielen Dank, Iris Hanecker, für diese Hilfsmittel auf dem Wege zum Glück. Vielen Dank, dass Sie da waren in Literatursalon Paschen. Tanzen auf Beton heißt der neue Roman von Iris Hanecker, erschienen bei Droschen Verlag. Und wenn Sie den gerne kaufen möchten, dann können Sie zum Droschenstand kommen im Halle 31, Stand E123, direkt neben Rowold. Oder Sie kommen, ich lese nachher noch ein Lesezelt um 3 und danach gibt es eine Signierstunde, da können Sie auch Bücher kaufen. Genau. Ja. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung.